Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch draussen geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich habe endlich Ferien. Oh mein Gott, Alter, ich habe so lange auf den Moment gewartet. Und ich bin so fucking froh. Ich rede gerade in dieser Podcast-Folge noch über das Thema Work-Life-Balance. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Wochen ist echt wirklich so absolut kein Work-Life-Balance da gewesen. Also es war so viel mit Studium und Social Media und Kooperationen und all dem. Es ist auch geil gewesen. Nein, es ist okay. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ganz offen, das Podcast-Modul, und ich jetzt ja schon ein paar Mal davon geredet habe, das bin ich einfach froh, ist es vorbei. Es war so stressig gewesen und ja, ich weiß auch nicht, es ist also wie, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, weil ich den Podcast halt so kenne, wie jetzt wahrscheinlich ihr meinen Podcast kennt. Und wir haben es halt in der Schule viel mehr so weißt, so eine Folge soll dann 15 Minuten sein. Wir müssen ein ganzes neues Format entwickeln, beziehungsweise einen neuen Podcast. Und ich habe halt wie schon einen Podcast, darum, ich mache ja genau schon das, wie mir es Spass macht, jetzt etwas Neues erfinden, wo ich so halb Bock habe. Ich weiss auch nicht, es ist wie alles ein bisschen schwierig gewesen, plus wir haben oft müssen Vorträge machen und quasi Pitches machen, in dem Sinn von erklären, was wir jetzt vorhaben vor der ganzen Klasse. Und es ist so viel gewesen. Wir haben ja auch noch die Prüfung gehabt, die haben übrigens, habe ich das schon erzählt? Habe ich ein bisschen verschissen. Doch, das habe ich erzählt. Ja. Darum, es ist gerade so viel los gewesen. Dann ist ja noch dazu gekommen, dass jetzt kann ich es offiziell sagen, ich kann es im Podcast auch nicht sagen, der Werbespot, den ich die ganze Zeit davon geredet habe, das ist ein Adidas und UEFA, also Women's Euro 2025 Werbespot gewesen. Vielleicht habt ihr ihn auch schon irgendwo gesehen auf Insta oder YouTube oder so. Und ja, der ist jetzt draussen. Ich konnte einfach einen fucking Werbespot machen für dich. Das ist insane. Und ich erzähle jetzt gar nicht so mega viel, weil es schon lange her ist. Und ich habe jetzt Behind the Scenes gemacht, das ich auf TikTok gepostet habe, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wo ich euch so ein bisschen mitgenommen habe. Aber es war extrem geil gewesen. Also wirklich, wie aufwendig das war. Und ich habe es auch persönlich spannend gefunden, weil ich ja das eigentlich studiere. So ein bisschen mit Kamera und allem. Und einfach so, das mal zu sehen, wie das in einer High-Quality-Production produziert wird. Also die haben ja extra Dudes für alles. Ich hatte schon 2 Leute, die mein Make-up und alles gemacht haben. Das war insane geil gewesen. Wirklich, das ist richtig einer von meinen krankesten Momenten, glaube ich, im 2024 gewesen. Ich mache übrigens noch einen Jahresrückblick auf YouTube nächste Woche. Ich hoffe, ich schaffe das. Weil es wird jetzt, glaube ich, doch noch relativ stressig, so mit Weihnachten und allem. Gut, ich muss sagen, ihr, die jetzt den Podcast hört, bei euch ist wahrscheinlich Weihnachten vermutlich schon rum. Ich nehme es jetzt gerade am, wie viel haben wir heute? Der 23. Und ich gehe jetzt nachher auch keinen an feiern, also zu Nacht essen bei meiner Tante und bei meinem Onkel. Darum sehe ich ja gerade so gestylt aus. Voll, also die Locken haben das nicht, also ich habe es jetzt vorher gerade aufgemacht. Können wir schon darüber reden, Alter, wie krank sehen meine Haare gerade aus? Als wäre ich frisch vom Coiffeur, ich war zwar noch nicht im Coiffeur, aber ich stelle es mir so vor, also wirklich crazy, für die gerade das Video schauen. Ich bin richtig stolz, aber sobald wir wahrscheinlich rausgehen oder sobald wir dort sind, habe ich wahrscheinlich gerade die Haare perfekt. Aber ja, sonst, was gibt es noch? Nein, es war wirklich einfach sehr, sehr stressig gewesen. Und ich habe jetzt eigentlich so ein bisschen gesagt, ich möchte in diesen 2 Wochen, wenn ich jetzt Ferien habe, so mal ein bisschen runterfahren, mal wieder einfach 2 Wochen lang nicht viel zu tun haben und nichts machen und alles. Und irgendwie will ich eigentlich doch gar nicht. Also zum Beispiel jetzt nur schon heute, ich habe so Sachen aufgeschrieben, was ich euch alles will noch erzählen, weil nur schon letztes Mal war ja Nina da gewesen. Und wenn immer ein Gast dabei ist, dann ist es nicht so, dass ich so ultra von meinem Leben update, weil ich nicht so viel Raum dann rein will, sondern weil ich dann lieber das Gespräch das zweite mich führen. Und wenn ich wieder alleine bin, dann kann ich euch alles erzählen. Und darum ist jetzt schon so 2 Wochen her und von dem Adidas dran kann ich erzählen und alles. Und ja, sonst einfach noch ein paar Sachen, die ich nachher noch erzählen werde. Aber ja, darum bin ich irgendwie fast so ein bisschen, ich will eigentlich gar nicht eine Pause machen, aber vielleicht bräuchte ich es. Und also YouTube möchte jetzt eigentlich nicht gerade eine Pause machen, sondern möchte jetzt durchziehen. Und jetzt gerade so Jahresrückblick und so finde ich hure geil. Das mache ich eigentlich jedes Jahr. Jetzt habe ich das letzte Jahr zwar verpasst, aber das finde ich so ein geiles Format und das kannst du nicht erst im Januar posten, irgendwie so, dann juckt es auch niemand mehr. Darum, ich möchte jetzt durchziehen. Es ist ja schon mal schön, dass ich wenigstens mache in Ruhe habe vom Studium. Ich muss zwar auch noch ein Video schneiden, das ich am 6. Januar abgeben muss. Aber das schaffe ich, Leute. Voll, darum habe ich mir so ein bisschen beleidigt, Podcast-Pause zu machen. Und was der andere Grund ist, warum ich auch nicht aufhören will, ist, weil es actually gerade so gut läuft. Also es ist echt crazy,
wie viele Leute gerade am Start sind. Und das freut mich hure fest. Darum merci vielmals für euren fetten Support. Wirklich für alle Kommentare. Ihr habt nur schon alle kommentiert, was ihr gerade am machen sind, während ihr im Podcast hören und so. Hure viele haben auch bei den Ina im Podcast geschrieben, dass sie es mega schön gefunden haben, dass sie dabei war und dass sie nochmal eine Folge mit ihr so gegeben. Also wirklich richtig, richtig herzig. Ja, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen schwierig, zum nochmal mit ihr einen Podcast zu machen. Vielleicht, wenn sie in Hongkong ist, könnte man so, wenn sie ein Mikrofon, sie hat ja auch ein Mikrofon, könnte man irgendwie so das zweite aufnehmen. Für euch wäre es jetzt nicht so ein riesen Unterschied, aber sie wäre halt nicht mit mir im Raum, sondern es wäre halt wie so ein bisschen FaceTime-mäßig. Aber es wäre für euch gute Qualität sozusagen. Es wäre irgendwie lustig. Aber voll. Darum, ich muss mal noch so ein bisschen schauen. Aber eben, das ist neu, dass ich so ein bisschen wieder im YouTube-Game bin. Da bin ich echt stolz auf mich. Also gerne mal meinen YouTube-Kanal auschecken, Leute. Da hat jetzt wöchentliche Videos. Das heisst Natti Style. Also eigentlich gleich wie überall. Zwar im Podcast heisst es 9 Pause. Genau, was ist noch neu? Ich habe ja eben erzählt, dass dass der Adidas Werbespot rausgekommen ist. Und es hat jetzt am letzten Montag ein Event gegeben. Also es ist grundsätzlich geht es darum, dass Adidas einen Ball designt hat für die Women's Euro 2025. Die ist übrigens in der Schweiz. Ich habe das irgendwie voll nicht sonst mitbekommen, weil jetzt zum Beispiel die EM vom Sommer, die hat ja jeder mitbekommen, also die Männer-EM, sage ich jetzt mal. So, das ist ja mega das Big Ding. Ich bin voll oft an Public, also ich bin fast bei jedem, Schweizer Spiel bin ich an Public Viewing gegangen. Oder sonst ein Public Viewing, einfach so bei anderen Spielen. Also ich bin voll in der Szene gewesen. Ich bin sogar in Düsseldorf mit dem Chance, um der Schweiz gegen England Viertelfinal-Match zu schauen. Und irgendwie, Frauen-WM hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und es war auch wie in der Gesellschaft nie so ein krankes Ding gewesen. Und ich bin jetzt richtig, richtig gespannt, wie das wird sein, wenn das mal in der Schweiz stattfindet. Alter! Ja, auch in Zürich im letzten Grund wird es ja dann ein Spiel geben und so. Also es wird, glaube ich, echt heftig. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen, ja, so ein bisschen grösser wird, dass, also in der Gesellschaft, so das Frauen-WM, dass es so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das möglich ist, gerade so gleichgestellt wie jetzt, ich sage jetzt mal Männer-EM. Das ist nicht so dumm. Aber ich fände es eigentlich geil. Vor allem, ich finde den ganzen EM-Vibe finde ich mega nice. Und wenn es den jetzt nächstes Sommer nochmal gibt, Alter, wie geil ist das? Ja, auf jeden Fall zum Zurückkommen. Sie haben den Ball quasi designt und ich bin quasi im Werbespot drin, wo ich quasi, ja, nicht für den Ball Werbung mache, aber so, das ist so der Reason, warum es den Werbespot gibt. Und es hat am letzten Montag eben das Event gegeben, wo sie mal den Ball gezeigt haben und Naomi Loren hat einen Auftritt gehabt und alles. Und auf jeden Fall hast du an dem Dreh können Tooth Jams machen. Und ich wollte das schon so lange machen. Also Tooth Jams sind so die Zahnsteinchen. Vielleicht kennen die Leute, die so ein Zahnsteinchen haben auf den Stein, so ein silbriges oder whatever. Und ich finde das eigentlich schon voll schön. Und ich wollte das auch schon immer machen und ich habe irgendwie nie so Zeit gehabt oder so irgendwie die Lust oder keine Ahnung, so zum so irgendwo hergehen und einen Termin buchen und dort das einfach gratis machen. Und ich habe schon gedacht, oh mein Gott, ich muss dort hier rennen. Vor allem, ich habe ein paar Leute mitnehmen. Ich habe Can mitgenommen, ich habe eine Studentenkollegin mitgenommen, Nadine, und meine Schwester und ihren Boy. Und wir haben dann wirklich eigentlich fast alle haben dann Tooth Jams gemacht. Also alle aus meiner Schwester und ihrem Boy. So meine Schwester hat gemacht, Can hat gemacht und Nadine hat gemacht. Und ich dann eben auch. Und ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ja, ich sehe es von weitem nicht, aber ich habe ja schon ein TikTok und so gemacht. Also ich habe jetzt so auf der Seite habe ich jetzt einen kleinen Stern und noch ein kleines Steinchen nebendran. Es ist so komisch am Anfang gewesen, weil es fühlt sich an wieder, als hättest du so für die eine Zahnspange mal hatten, die wissen, wie sich das anfühlt. Aber es wäre nur so wie sagt man denn, ein Bracket? Also es wäre nur ein Bracket auf dem Zahn. Das war am Anfang ein bisschen strange gewesen. Aber Brackets haben mir mehr weh gemacht, weil die so viereckig sind und dann hast du die teilweise so am Zahnfleisch geschnitten, Alter. Oh Gott, jetzt kommen wir wieder Flashbacks, die ich Zahnspangen hatte. Vor allem, ich auf der Seite, bei meinen bei meinen Eckzähnen, habe ich so ein kleines Ding, das so raufschaut, damit ich meine Gümmeli über die Nacht rein tun kann. So. Oh, und es hat immer so geripscht auf der Seite. Ich habe immer mein Zahnfleisch offen gehabt. Schön für die jetzt gerade eine Zahnspange bekommen, habe ich es sehr schmackhaft gemacht. Es tut mir leid. Aber es war okay gewesen. Ich werde jetzt überleben. Auf jeden Fall, eben, ich habe jetzt einen Tooth Jam. Und es ist, ja, das sind eigentlich schon die News, Leute. Aber das ist für mich schon crazy. Und es gibt so einen Ultra Confidence Boost. Das finde ich krass. Weil ich habe das Gefühl, Leute, die so Tooth Jams haben, die sind so mega, keine Ahnung, so mega extrovertiert, so mega die Coolen und die so selbstbewusst sind. Ich weiß nicht warum. Weil das ist ja so etwas, wo man sich getraut. Das hat nicht jeder. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Und darum irgendwie hat mir das voll den Confidence Boost gegeben, weil ich das Gefühl habe, wow, das ist so ein bisschen extra und ich habe mich das jetzt getraut. Und ich bin special. Nein, keine Ahnung, aber irgendwie
voll, das, also falls ihr so im Überlegen sind, dann machen jetzt, das ist voll geil. Genau. Was ist noch neu? Eben, ich habe gesagt, so, ich gehe heute Weihnachten keine feiern. Ich habe schon mit meiner Family Weihnachten gefeiert, weil mein Götti geht über Weihnachten auf Brasilien und darum haben wir vorgefeiert. Das war ein bisschen strange, am 15. Dezember haben wir schon Weihnachten gefeiert. Wir haben so noch keine Geschenke oder so vergeben, das machen wir erst am 25. Am 24. feiern wir dann mit dem Chance in der Family, also morgen. Und ja, eigentlich tun wir immer mit der eigentlich tun wir immer am 24. mit meiner Family, also nur das 5. mit meinen Geschwistern und meinen Eltern, so Weihnachten feiern. Und dann machen wir immer so das Ding, wo wir über das ganze Jahr reden. Also wir haben immer so gewisse Fragen und die wir jedes Jahr beantworten. Dann schauen wir die Antworten von letztes Jahr und so an. Also so quasi, ja, was willst du das Jahr erreichen? Was ist das Jahr schön gewesen? Was ist das Jahr schlimm gewesen? Einfach so Sachen. Und das schauen wir dann immer so ein bisschen an in der Familie. Also dort ist es wirklich immer so ein Abend, wo es gar nicht um Geschenke und um Singen oder so geht, sondern wirklich einfach so ums Jahr reden. Doch singen vielleicht schon innen an. Und so ein bisschen Weihnachtsbaum anzünden und einfach so ein bisschen wieder mal voll Family Time. Und ich finde das so schön. Jetzt eben dieses Jahr machen wir es am 25., weil der Can am 24. feiert. Aber ich freue mich mega fest auf das. Ich glaube, das wird mega schön. Voll lustig, wir haben auch, ist es jetzt gestern gewesen? Ich habe gar kein Zeug für mich. Nein, vorgestern war es, glaube ich, wo wir mit dem Chance in der Family in Biel, also seine Eltern kommen von Biel, also seine Mom, also sie kommen nicht von dort, sie wohnen dort und seine Brüder auch. Auf jeden Fall sind wir wie dort bei seiner Mom in Biel gewesen und haben so eine Tradition gemacht, die sie früher immer gemacht haben und ich habe das irgendwie nicht gekannt. Und zwar geht es darum, dass jeder ein Schiffli baut. Also seine Family ist ja auch, eigentlich wie meine, wir haben beide so ein bisschen kreative Families und seine sie haben immer so eine Tradition gehabt, dass jeder ein Schiffli baut aus Holz und all das und dann tut man das nachher am Fluss, tut man es im Fluss. Das ist dann so voll die Tradition von es ist jetzt im Ding und dann hat es vielleicht noch Feuerwerk oder so drauf und es ist dann schon ein bisschen dunkel und es ist so schön gewesen. Und wir haben das auch gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am Anfang hardcore überfordert gewesen, weil ich glaube, das letzte Mal, als ich eine Säge in die Hand genommen habe, war irgendwie die 5. Klasse oder so gewesen, im Handwerken. Und ich bin jetzt auch, also ich bin auf jeden Fall auch ein mega kreativer Mensch, aber ich tue jetzt zum Beispiel lieber so Sachen machen wie so Bastelsachen, die so kleine Sachen sind oder so Zeichnen oder keine Ahnung was, oder halt eben vor allem so digitale Sachen wie jetzt Videos und all das Zeug. Aber so wieder mal voll ein Schiff bauen aus Holz und dann müssen so einzeichnen und all das. Also, ich habe Angst vor dem und ich weiß nicht, ich bin dann in dem Moment irgendwie so überfordert und ich wüsste, dass ich momentan so näher am Wasser bauen bin und alles. Also vielleicht wisst ihr das nicht, aber ich bin einfach wie momentan so, eben meine Work-Life-Balance, was wir ja nachher auch noch darüber reden, ist momentan so, wie sagt man das? Ja, einfach so, es ist so viel in letzter Zeit, dass ich so näher am Wasser bauen bin. Das heisst, ich habe mega schnell einen Nervenzusammenbruch, fange mega schnell an brüllen oder whatever. Und irgendwie war das dort gerade auch wieder schnell gewesen. Und ich habe schon gemerkt, oh no, die Tränen schießen wieder in die Augen. Aber es ist dann echt gut gegangen. Also Can hat mir dann gerade kurz mit dem Start ein bisschen geholfen. Und nachher war es echt geil gewesen. Also nachher, weißt du, wenn du so mal so das Grundgerüst dann hast, dann fängst du so dekorieren. Und ich habe so ein kleines Häschen gebaut, wo dann quasi das Steuerrad und so, also wo einfach so im Boot hockt und so. Und es war so herzig, also wirklich, ich hatte nachher so Freude gehabt. Es war richtig, richtig cool gewesen. Genau, das war so ein bisschen das gewesen. Das andere ist ja eben, dass ich, wo ich ja erzählt habe, Nina geht. Ich sehe sie jetzt, Alter, sie geht einfach am 6. Januar. Das wird heftig. Darum, das wird mad. Das wird mad. Nein, das geht nicht. Ja, sorry, meine Englisch geht jetzt wieder mal. Wow. Nein, aber das wird sad. Das wird sad. Ja, und ich habe jetzt auch schon ein bisschen, also sie macht am 4. Januar macht sie dann so ein bisschen eine Abschlussparty mit allen ihren closen Leuten. Und ich habe mir schon überlegt, was ich ihr so wird schenken. Sie hört meinen Podcast eh nicht, darum erzähle ich es jetzt. Ich kann gar nicht mehr reden heute, Leute, ich bin überfordert. Aber darum erzähle ich es auch jetzt. Und zwar haben wir so ein bisschen darüber geredet, also es war voll herzig. Wir haben letzte Weihnachten, ich muss es vorher erzählen, wir hatten eine Weihnachtsparty im Studium und sie hat einfach einen kompletten Nervenzusammenbruch gehabt. Ich weiss nicht, vielleicht kennen das so ein bisschen, wenn es so ein bisschen angetrunken sind und dann läuft gerade so ein bisschen die Weihnachtsmusik und es ist dann einfach so ein bisschen emotional und der Nina ist gerade in dem Moment so voll bewusst geworden, oh mein Gott, das ist jetzt gerade die letzte Party irgendwie so mit allen und dann geht sie einfach und dann kommt so eine Überforderung auch, was wird auf einem zukommen. Sie geht fucking Hongkong, das ist schon ein rechter Schritt so. Und so herzig sie hat auch vor allem so
auch wegen mir so ein bisschen brüllt. Das ist jetzt voll blöd, wenn ich das so sage, aber sie hat wie so irgendwie so mega vielen erzählt, oh, natürlich. So herzig. Alter, ich kann nicht mehr und ich kann auch fast brüllen. Und es war irgendwie so ein emotional Moment gewesen. Das ist irgendwie hure romantisch, Alter. Und auf jeden Fall haben wir dann wie so ein bisschen Jokes gemacht, à la, ja, weißt du, wir müssen einen Kalender kaufen und dann einfach jeden Tag Kreuzchen machen, bis du wieder zurückkommst und so. Und jetzt habe ich die Idee gehabt, ich mache ihr einen Kalender, einfach mit Einverloren oder so, wo ich wie halt einfach so Bilder, also so Collages mache mit Bildern von uns und dann mache ich wie einen Kalender und dort bestellen und dann tue ich vielleicht auch schon ein paar Sachen eintragen, so dann geht sie und dann kommt sie wieder zurück und einfach so Sachen und dann ist das erste Mal wieder Bodyforming und so. Genau, einfach so Sachen, die ich dann eintragen und dann schenke ich ihr den am 4. Januar. Und ich hoffe, das klappt. Ich bin jetzt schon an den Collages dran, muss noch ein paar machen. Und dann schicke ich den ein und ich hoffe, der kommt dann pünktlich. Und ich bin sehr gespannt, wie sie wird reagieren. Voll. Ja, was haben wir da? Wir haben noch das Lustigste von der Woche. Ich will gar nicht wegen sagen, es ist ultra so haha lustig, aber so, es ist so ein crazy Moment gewesen, weil wir sind, der Can und ich, wir sind zu Weihnachtsgeschenke im Shopping Tivoli kaufen. Ich bin noch nie vor dem Shopping Tivoli gewesen. Also ich bin Alter, ich kann wirklich nicht mehr reden. Was ist los heute? Ich habe mit meiner Family bin ich schon dort gewesen, vor 2 Wochen. Und ich bin vorher noch nie dort gewesen. Also das Shopping Tivoli ist in Spreitenbach. Und das ist krank. Also ich kenne nur das Glattzentrum, aber das ist nichts im Vergleich. Also das erste Mal hat es alle geile Läden im Shopping Tivoli, außer der Pull&Bear, Pear, blablabla. Aber sonst hat es alle geile Läden dort. Plus es ist so komplett modern. Also Bro, du gehst nicht aufs WC und du musst eigentlich nichts berühren. Also so, du kannst so beschliessen, so die Türe beschliessen, indem du so die Hand anhebst, also nicht drauf, sondern so an. Auch so spülen, also es ist krank. Plus sie haben so Handtüchli anstatt so Papier auf dem WC. Es hat so ein Brünneli und es sieht so modern aus alles. Es ist insane, ich war so geflasht gewesen. Und dann so Schliessfächer und so, also es ist wirklich hure geil. Also das ist, glaube ich, mein absolutes Lieblings-Shopping-Zentrum jetzt. Das ist crazy. Ich habe nicht gewusst, dass es das in Zürich gibt. Das ist krank. Darum, vielleicht könnt ihr auch mal dort hingehen. Gratis Werbung an dieser Stelle. Voll. Und auf jeden Fall sind wir dort go shoppen. Und dann sind wir so im... Oh, ich weiss... Ja, meine Schwester lässt jetzt auch nicht zu. Und nein, sie hat es ja schon bekommen. Lol, sie hat es ja schon bekommen. Weil ich habe ihr ein Kettchen geschenkt und das haben wir im Christ gekauft. Der Laden heisst Christ. Und da haben wir dort so in der Kinderabteilung haben wir so ein Kettchen gesehen, wo so ein Roboter dran ist. Ich weiss nicht, ob man das jetzt vorstellen kann. Aber es war so ein cuter Roboter gewesen und richtig schön. Und der Can hat sich so straight up in den verliebt. Und er war so, wieso ist der? Weil er hat so 100 Stutz gekostet. Und wir so, es ist verdammt teuer und ich weiss nicht und soll ich jetzt und so. Weißt du, so für 50 würde ich eigentlich ja gerade nehmen, aber 100 ist schon viel und so. Also wir waren so lange am Überlegen gewesen. Und irgendwann war schon, okay, komm jetzt, ich kaufe den einfach. Ich muss jetzt einfach, nachher ist er vielleicht nicht mehr da. Weil das war nur so ein Einzelexemplar gewesen. Nachher ist er an der Kasse und hat den so gekauft und so. Und nachher sagt sie an der Kasse, also wir haben auch gefragt, so, wie viel er ist. Und nachher an der Kasse, wo sie ihn gescannt hat, war ich so, ah lol, das ist ja 50%, also ist nur 49 Franken. Und wir einfach beide so, was? Also ich weiß nicht, ob das jetzt voll nachvollziehen kann, aber es war halt voll ein lustiger Moment gewesen. Und so der absolute, das glaubt gerade niemand Moment, weil so, es ist ja nicht angeschrieben gewesen, gar nicht so, sie hat es auch nicht gewusst an der Kasse, so erst, wo sie es gescannt hat und so. Und sie hat gesagt, irgendwie mega komisch, das ist eigentlich nie so, also es ist ja sonst immer angeschrieben und das ist eigentlich gar nicht mehr im Sortiment und alles und irgendwie, es ist so ein lustiger Zufall gewesen und so viel Glück eigentlich. Ja, genau, das ist irgendwie so ein mega crazy Moment gewesen, weil wir einfach gerade so das dritte auch kassieren, alle gerade so, wow, mega cool, irgendwie war so. Ich weiss nicht, was man sich vorstellen kann, aber es war irgendwie so ein geiler Moment gewesen. Sorry, ich bin mir noch ein bisschen krank. Ich habe das Gefühl, jetzt, wo ich Ferien habe, kann mein Körper endlich mal das erste Mal so ein bisschen runterfahren. Aber ja, ich hoffe, dass jetzt nicht gerade Weihnachten oder Silvester komplett sick wird. Aber ja, wir haben jetzt recht lange immer mal wieder über die Work-Life-Balance geredet und ich habe auch einen Kommentar von einer bekommen. Darum bin ich so ein bisschen aufs Thema gekommen, weil es ist eigentlich ein Thema, das mich gerade voll beschäftigt. Und irgendwie mit dem Kommentar hat es mir gerade so, okay, komm, jetzt reden wir mal mit der Podcast-Folge so ein bisschen drüber. Ich muss sagen, ich kann jetzt glaube nicht mega lange drüber reden, weil ich ja nachher noch weggegangen, aber wir schauen einfach mal vor der Zeit. Und zwar hat sie geschrieben, also übrigens, oder sie, ich glaube es ist ja sie.
Ah, du hast gar keinen Namen geschrieben. Aber du heisst Hello 321 Smiley. Und zwar, liebe Nati, ja genau, wie du am Anfang gesagt hast, finde ich dich einfach eine coole Sau und freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Ich bin gerade aufgewacht und stelle wie immer die neue Folge an. Danke, dass du den Podcast machst. Ich liebe es, wie ich einfach einen schweizerdeutschen Podcast kann hören mit einer so tollen Person wie dir. Alter, wie cute! Hoffentlich verschwindet die dunkle Wolkenwald. Nein, ist das herzig. Und könntest du mir Tipps geben, wie man Schule und Freizeit besser ausbalancieren kann? Bei mir zu viel Schule. Ganz liebe Grüße. Und ich glaube, das ist no joke ein Thema, das jeder hat. Also vielleicht jetzt gerade so, wo wir Ferien haben, ein bisschen weniger, aber nachher geht es wieder los und vielleicht haben auch viele von uns so ein bisschen Jahresvorsätze fürs nächste Jahr, dass so ein bisschen die Work-Life-Balance besser kann in Balance gestaltet werden. Und ich habe das eben auch. Also für mich ist jetzt das Jahr echt krank gewesen. Und ich habe mir auch gesagt, ich muss mir jetzt vornehmen, fürs nächste Jahr ein bisschen bessere Work-Life-Balance haben. Und ich finde das irgendwie so schwierig. Wie willst du das machen? Weil gerade so Schule oder jetzt auch bei mir so Studium, kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, ich gehe jetzt nur 4 von 5 Tagen ins Studium. Oder irgendwie so, eben auch so Prüfungen und all das. Und mit mir jetzt zum Beispiel Projekte, ich kann jetzt einfach auch nicht sagen, ja du, dann schau einfach mal, dass ich das nicht mache. So, das ist auch ein bisschen scheisse. Und ich habe jetzt so ein bisschen mit ChatGPT zusammen ein paar Punkte gefunden, die ich echt gut gefunden habe. Und wenn ich auch für mich selber so ein bisschen gesagt habe, okay, weißt du was, die würde ich jetzt wirklich fürs nächste Jahr mich darauf achten. Und vielleicht kann ich euch ja auch ein bisschen helfen mit diesen Tipps und ihr könnt die auch fürs nächste Jahr dann so ein bisschen umsetzen, weil das ist wichtig, Leute, sonst haben wir irgendwann alles Burnout und so haben wir nicht. Also, ich tue es jetzt vor allem auf mich selber so ein bisschen beziehen, aber ich glaube, das kann man auch recht gut eben auf Schule oder falls ihr gerade arbeitet oder so beziehen. Darum, Punkt 1, Grenzen setzen. Also, ich finde, es gibt immer noch gewisse Sachen, wie jetzt zum Beispiel, wenn ihr irgendwo arbeitet, dass dann irgendjemand kommt mit «Hey, könntest du noch?» und blablabla. Einfach so, dass man so Grenzen setzt und man kann auch ganz lieb Nein sagen. Ich weiss jetzt nicht, ob das bei der Schule mega möglich ist, aber gewisse Sachen sind vielleicht möglich, falls ihr jetzt irgendwie jemand anderem mithelfen oder I don't know. Einfach Sachen, die ihr könntet streichen oder die ihr eigentlich wie nicht unbedingt wollt und aber ihr zu fest People-Pleasing sind. Und bei mir zum Beispiel ist das so ein bisschen Events, weil ich werde ja recht oft an Events eingeladen, Weird Flags, und ich bin mega in dieser Position, wo ich eigentlich das mega will schätzen und gerade mega fest in dieser Zeit will leben. Oh mein Gott, irgendwann in ein paar Jahren kann ich das nicht mehr machen und ich muss das jetzt ausnutzen und sobald ich eine Event-Einladung bekomme, bin ich gerade so, oh mein Gott, ich gehe und mega cool, und, also solange ich natürlich kann. Aber ich merke so, dass ich in der letzten Zeit wirklich fast überall zugesagt habe und das so viel Zeit mir kostet und in dem Sinn, also es gibt mir ja schon irgendwo etwas, aber ich habe das Gefühl, es würde mir besser tun, wenn ich jetzt einfach mal sagen, hey nein, an das Event gehst du jetzt nicht, und dann bleibst du einfach in dem Moment daheim und machst dann einfach mal einen schönen Abend, lässt dir eine Badwanne ein, so. Ich habe das Gefühl, für meine Work-Life-Balance würde mir das jetzt persönlich mega. Und darum habe ich mir das so ein bisschen vorgenommen für 2025, dass ich wirklich nur an gezielte Events gehe, wo ich wirklich will, wo ich wirklich Bock habe, wo ich keine FOMO habe, nein, aber wo ich wirklich einfach unbedingt will gehen. Und jetzt nicht einfach an irgendein random Event, einfach weil ich das Gefühl habe, ich muss dorthin gehen, weil ich es schätzen sollte und alles. Also ich schätze es auch, verstehe mich nicht falsch so, aber ich merke einfach, dass es wie oft zum Moment gekommen ist, wo ich irgendwie so vorzeitig zugesagt habe und dann an dem Tag mich das so fest in Stress gebracht hat, weil ich noch so viel jetzt machen sollte und dann aber noch an das Event haben müssen und das mir mehr ein Zeitfresser in dem Moment war und ich es gar nicht geniessen, weil ich irgendwie so gewusst habe, wenn ich heimgehe, muss ich noch so viel machen und alles, und irgendwie das hat mich dann so fest gestresst, dass ich immer im Nachhinein gesagt habe, eigentlich hätte ich lieber einfach absagen können. Also ich hoffe, ihr versteht es gerade. Ich hoffe, es klingt jetzt mega blöd gerade. Ja genau, darum, das ist so ein bisschen mein Ziel fürs 25 an Grenzen setzen, dass ich wirklich nur an Events gehe, wo ich einfach Bock habe und wo ich wirklich will und alles, genau. Punkt 2, Raumtraining. Und das ist auch etwas, was ich euch immer wieder sage. Geht lernen oder arbeiten an einem anderen Ort als die Heime. So, dass ihr, wenn ihr heimkommt, dass ihr dann wirklich Feierabend habt. Also klar, wir müssen jetzt gewisse Sachen, wie jetzt zum Beispiel den Podcast aufnehmen, kann ich jetzt nicht einfach in einem Kaffee machen, aber ich meine jetzt gerade so Sachen wie Videos schneiden oder für die Schule Sachen machen, dass ich die wirklich entweder in der Schule mache, ich habe manchmal auch vielleicht nach der Schule noch Zeit und dann komme ich wirklich erst heim, wenn ich das Zeug erledigt habe, sodass ich wirklich kann, wenn ich den Raum da habe, mein Zuhause als Runterfahren-Space haben. Voll. Darum das, oder auch sonst, ich gehe mega gerne in Cafés arbeiten oder in die Bibliothek oder so. Vielleicht findet ihr da irgendwelche nicht Studentenfreunde, einfach so Leute, die auch gerne studieren, im
in einem Kaffee oder so, sorry. Genau, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ich seit dem Gymi habe, wo ich wirklich regelmäßig go hustlen und ich liebe es. Und das ist für mich echt ein Gamechanger. Also das macht schon recht viel, als wenn ich jetzt wüsste, ich mache alles einfach die da. Plus ich bin auch viel produktiver. Also es ist so ein geiles Gefühl, mit jemandem zusammen können arbeiten und es fühlt sich dann auch nicht mega an wie, oh mein Gott, ich muss es jetzt machen, sondern es wirst du mit jemandem abmachen. Und dann könnt ihr vielleicht zusammen in Starbucks oder so hustlen oder so. Das mache ich extrem gerne. Also in dem Sinne einfach Raumtraining machen, vielleicht auch nicht jetzt unbedingt in eurem Bett lernen, sondern wirklich noch jetzt anders und euer Bett ist dann euer Ding. Ich merke, das ist voll widersprüchlich, indem ich meinen Podcast in meinem Bett aufnehme. Aber vielleicht checkt ihr, was ich meine. Weil, ja, genau. Dann, drittens, reserviere deine Tage ein, wo du nichts machen musst. Das will ich mir echt vornehmen. Einfach mal in den Kalender einschreiben, hey, nächsten Sonntag, dort ist Me-Time-Tag. Weil wenn ich jetzt wieder etwas einplane, wo jetzt zum Beispiel ein Termin ist, so, ich gehe jetzt mit meiner Familie oder so, dann sage ich auch jedem anderen dann ab, so, hey, sorry, dann ist das. Und ich will wirklich mir in meinem Kalender mindestens 2 Mal im Monat, also 2 Tage im Monat oder so, einplanen, hey, an diesem Tag machst du gar nichts. An diesem Tag chillst du daheim und machst nichts. Oder wenigstens, keine Ahnung, bist du nicht unterwegs und machst einfach ein paar Sachen, also bist einfach daheim produktiv oder so und keine Ahnung, aber ich merke, ich brauche das. Einfach mal einen Tag lang nicht gestresst sein, einen Tag lang nichts machen, einen Tag lang eine Serie schauen oder einfach mal, weiss auch nicht, mit dem Django spazieren oder so und nicht jetzt mega viel sozialen Kontakt haben und eben auswärts sein und arbeiten und weiss auch nicht, sondern einfach mal mir 2 Tage im Monat oder so einschreiben. Also reserviert den Tag, wo du nichts machen musst. Und ich glaube, das ist auch geil. Oder nur schon Abend. Dass du sagst, ja, yo, heute gehe ich mal in die Bar oder heute schaue ich mal einfach Serie oder so. Das habe ich auch echt selten. Darum, das will ich auch mir vornehmen. Punkt 4, To-Do-Liste. Ich finde, das ist so eine geile, also nicht eine geile Erfindung. Doch, irgendjemand hat es safe erfunden. Aber To-Do-Liste, das lässt einen riesigen Berg, wo du zu tun hast, einfach kleiner wirken. Beziehungsweise, es ist dann wie, also wenn du keine, also bei mir ist es so, wenn ich mir keine To-Do-Liste mache, dann habe ich das Gefühl, ich habe so einen riesigen Berg vor mir und sobald ich das mal aufgeschrieben habe, dann fühlt es sich nur schon an, Bro, es ist aus meinem Hirn, ich muss jetzt nicht mehr das Gefühl, ich muss an alles denken, sondern es ist jetzt auf dem Zettel und dann fangst du wie mal bei Punkt 1 an und dann fühlt es sich so an wie so ein kleines Ding und es fühlt sich auch so erfolgreich an, wenn du das kannst abhökeln, Alter. Darum To-Do-Listen machen. Ich mache wirklich fast daily To-Do-Listen. Das ist echt, das macht so viel. Das tut so viel mich mental unterstützen. Voll, mache eine To-Do-Liste. Oder nur schon, wenn ich hustlen gehe, dann mache ich eigentlich immer als erstes, wenn ich alles sitze, eine To-Do-Liste, was ich alles machen muss. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, ein Erfolgserlebnis. Das ist ja wie so ein Belohnungssystem, das ihr von eurem Gehirn macht, dass ihr das Schaffen nicht als Mühe seht, sondern als Belohnung, wenn ihr etwas gemacht habt. So könnt ihr das Häkchen setzen. Es klingt voll dumm, aber fürs Hirn macht das echt etwas. Genau, ein weiterer Punkt, Alter, genug Schlaf. Ich rede das Lied von dem, Alter, ich habe auch momentan zu wenig Schlaf gehabt. Ich habe jetzt nur schon heute endlich wieder mal ausschlafen nach keine Ahnung wie viele Wochen. Ich habe bis um 12 Uhr gepennt, weil ich habe es einfach gebraucht. So. Und ich glaube, wenn ich jetzt wie im 25 wieder mal schaue, einfach mindestens 8 Stunden Schlaf habe, vor allem das ist bei mir voll gut möglich, weil ich kann eigentlich am 8 Uhr aufstehen, um nachher pünktlich in der Schule zu sein. Das heisst, ich muss ja am spätestens am 12 Uhr ins Bett, das ist easy machbar. Darum, das probiere ich wirklich wieder zu machen, weil das ist so ein Domino für alle meine Probleme. Ich bin dann nachher, wenn ich zu wenig Schlaf habe, viel mehr gereizt. Mein Hirn kann weniger aufnehmen und gerade wenn ich in der Schule bin, dann muss ich alles nachher danach machen. Also gerade wenn wir gerade in der Schule sind, ich habe das im Gymi immer falsch gemacht. Ich hätte während der Lektion Notizen machen und das alles aufsuchen wie ein Schwamm, sodass wenn ich eine Prüfung habe, dass ich nicht mehr alles von neu lernen muss, sondern dass ich eigentlich nur noch repetieren muss. Und dann ist es viel schneller drin und du musst viel weniger lernen. Und deine Work-Life-Balance ist gerade wieder in Schwung. Also wirklich, genug Schlaf ist so fucking wichtig. Wirklich, das ist auch etwas, was ich mir komplett vornehmen will. Und auch Sport. Also ich mache jetzt eigentlich wöchentlich Sport, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wenn Nina geht, weil ich mache mit ihr zusammen Bodyforming, dass ich dann das nicht mehr so durchziehe, weil ich Angst habe, alleine dort hingehen ins Bodyforming. Aber Leute, schreibt mir bitte jeweils am Dienstag, heute gehe ich ins Bodyforming. Weil ich muss es einfach durchziehen. Also ich will. Und ich merke, das tut mir voll gut für meine Work-Life-Balance. Einfach mal können abschalten, Sport machen. Und mich motiviert es halt nur schon mit anderen Sport machen, weil das fühlt sich dann an wie so, oh Leute, wir sind alle im gleichen Boot und wir arbeiten gerade für uns und irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach geil.
Und sonst einfach noch, ja, eben mit anderen lernen, das habe ich schon gesagt. Doch, ich habe eigentlich alles schon gesagt, Leute. Falls ihr noch Tipps habt für irgendwie Work-Life-Balance oder so, wie ihr das handelt oder was euch hilft, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich will, dass ihr in den Kommentaren so einen Space macht von Tipps zu Work-Life-Balance. Schreibt es auch gerade, wie es euch gerade geht, ob es jetzt gerade mit der Ferien besser ist, ob ihr auch so ein bisschen Struggles habt mit Work-Life-Balance, ob das einfach gerade stressig ist. Ob ihr das Gefühl habt, ihr könnt das gerade gut handeln oder ob ihr auch gerade so ein bisschen am Arsch sind wie ich. Voll, machen wir so ein bisschen einen Space in den Kommentaren. Und ja, dann würde ich sagen, geben wir mal eine fette 5-Sterne-Bewertung für den Podcast. Weil eben, es läuft momentan so gut und es freut mich gerade extrem fest. Und es hat noch Luft nach oben, Leute. Ich will Platz 1 sein in den Schweizer Podcast-Charts. Darum gebt dem fucking Podcast mal 5 Sterne. Und dann sehen wir uns. Ich habe mir im Fall auch vorgenommen, ich möchte nächstes Jahr, im 2025, ich möchte wieder auf dieser fucking Bühne stehen, beim Swiss Influencer Award bei der Kategorie Podcast. Und wir schaffen das, wenn wir alle zusammenheben und diesem Podcast 5 Sterne geben. Und nur schon, wenn ihr mindestens einer Person von diesem Podcast erzählt und empfehlt, dann wächst ja eigentlich rein theoretisch meine ganze Community einfach doppelt. Das wäre insane. Also ich brauche jeden einzelnen von den Aussenleuten. Wir schaffen das ist mein Ziel. Nein. Aber ja, ich hoffe, euch die Podcast hat gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube, nächste Woche war ja schon noch ein Jahr gewesen. Darum kann ich eigentlich nur sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Und falls ihr noch feiert, dann schöne Weihnachten. Und ja, wir hören uns nächstes Jahr. Macht das Sinn? Oder bin ich jetzt gerade komplett stupid? Nein, wir hören uns. Doch, wir hören uns erst nächstes Jahr. Okay, bis nächstes Jahr, Leute. Tschüss.